Ja, hallo alle zusammen. Wow. Da stört mich schon jemand beim Intro. Das ist laut. Komm, hau ab. Intro noch nicht fertig. Hallo. Alle zusammen. Funktioniert der Xenogloss? Da ist Simon und wir spielen wieder Witcher Wild Hunt. Schon kaputt. Mist. Verdammt kurzlebig, dieser Und magische. der Mann. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Aber klappen, Kira. So. Was sind wir gewesen? Genau. Also, wir sind hier beim Quest auf der Reuseninsel, wo wir etwas für Kira Metz hier erledigen. Gefallen für sie ausführen. Und ja, folgen wir doch den Spuren und schauen, was uns hier auf der Insel so erwartet. Natürlich ist die Insel voll mit Monstern. Komm, ist nicht tot. Exploriert aber nach einer bestimmten Zeit. Zu nahe, wenn wir dann auch nicht kommen. So, schauen wir, was wir alles so finden können, natürlich zuerst mal. Und Komm schon. es geht immer los geht's auf Quests. Scheiße. Bam. Oh shit. So. Okay, machen wir uns auf den Weg. Folgen dem Pfad. Bis er angezeigt wird. Oh, das ist ein schöner Ding da. He? So wird es später auch ein Quest gehen natürlich. Wenn ich mal von diesem Monster wegkommen würde. Ja, hallo. Ah. Ja. Da wird es dann auch mal einen interessanten Quest geben. Ist auch lustig. Aber jetzt ist unser Ziel die Reuseninsel. Und was dort geschehen ist. Jetzt ich mal ein bisschen schneller drauf los. Und dann gut kann man nicht. Ganz richtig, wie es so gehört, wenn es so eine menschliche Tragödie, viel menschliche Opfer etc. gibt, schwärmen natürlich die Monster an den Ort vom Leid in Masse zu. Die Level abziehen. Ja, was? Okay. Es sieht irgendwie so aus, als würde es mit Leben abziehen. Ja, es sprüht seine Blut aus und das heißt, aber nachher an meinem Leben ändert sich nicht. Also, von dem wäre nicht allzu schlimm. Was? Level 9? Jetzt richtig. Was? Ey, ich schwöre, entweder ist etwas los mit dem Level-System hier. Echt aus dem Nichts so Level 9? Ey, wollen wir mal sterben? Damn. Ey,
unbedingt einen Quell aufverdienen. Damit ich die Level vom Kampf zurückgewinnen kann. So. Jawohl! Das gemacht. Mit Bravour überstanden, ein bisschen knapp gewesen. So, okay. Aber wir haben es geschafft. Was haben wir da denn? Ja. Und irgendwie was Bienen-Ding dort, ja. Abrühren und dann jagen sie mir hinten an. Ist auch nicht interessant. Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adligen gekommen sein. Ja, da kann man unsere magische Lampe auf ihn verwenden. Ja? Unverlegt. Oder nicht? Nein, in dem Fall nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir das jetzt machen können, aber ja. Naja. So. Gut, hier auch den Wegweiser freischalten, damit wir später natürlich da. Wir müssen wieder anschwimmen. Wasservibe. Okay. Stoß. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Den kann man auch nicht machen. Hey. Ich doch erwartet, dass bei denen. Kannst du den Dialog freischalten, nicht? Oh, was ist das? Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Ja, so, endlich mal. Millie, wir müssen fliehen, schnell! Millie? Millie, was hast du? Weiß nicht. So heiß. Es brennt. Au. Nein, nein, bleib zurück! Verlass mich nicht. Was wohl das verursacht hat, werden wir erst erfahren, wenn wir in den Turm reingehen. So, bevor ich reingehe, wird nochmal fleissig meditiert. Und gespeichert, und wirklich alles voll da bereit sind. Die Bauern sind nicht gekommen, um höflich zu bitten. Hier wimmelt's von Ratten. Sowohl Tote als auch Lebendige. Die fressen... Wie geht's? Geralt, hör auf. Ich will's gar nicht wissen. Wieso? Wieso willst du nicht wissen? Noch unsere grüne Lampe. Wo ist dieser Adelsfritze? Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er, mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt. Sie haben's zu schnell gemacht. Hätte mehr leiden müssen.
Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden und die Tochter nach oben. Blut. Hier haben viele ihr Leben gelassen. Okay. man muss es schon Geralt lassen. Er hat schon auch ein Eier. Wenn er voll Schiss hat, an einen Ort allein reinzugehen. Schwert des Krieges. Ja. Kritischer Trefferbonus. Ja, ja, ich lasse mal bei meiner. Weil die Bonus, die sind ja nützlich. Die Reichen, ich werde sie nie verstehen, halten Ratten in Käfigen wie Hasen. Sollen wir sie rauslassen? Wenn wir nichts tun, verhungern sie. Ich würde sie lieber verbrennen. Sie freizulassen wäre nicht gut. Stell dir vor, welchen Schaden sie anrichten würden, wenn sie ins Dorf zurückschwemmen. Schwimmen? Ratten? Wie soll das denn gehen? Oh, mach dir um die keine Sorgen. Das sind schlaue kleine Viecher. Schlauer als du. Kommen sie dir nicht träge vor? Vielleicht haben sie die Kratze. Und der Gestank. Okay, etwas mit Ratten haben sie da in dem Turm gemacht. Wahrscheinlich Experiment, vor allem so im Zusammenhang mit dem Alexander von Kiramitz vorstellt. Aber Experiment für was? Das ist natürlich die Frage. Alles leere Flasche. Ja, dann müssen wir die oberen Stockwerke voranschreiten. Weil, obwohl er so unheimlich an der Tür geklopft hat, ist niemand da gewesen. Also irgendwie der Geist hat Angst vor uns bekommen. Zu Recht, wenn ich das mal bemerken darf. Und Geralt ist nicht Spaß. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Also man sieht jetzt, beide Seiten sind Arschlöcher. Was? Hat sich das selber von selber weggerannt? Ja, auf beiden Seiten jetzt Arschlöcher gehabt. Nicht mal an, es hat natürlich auf beiden Seiten Stimmen der Vernunft gehabt, aber ja, scheinbar hat die Stimme von der Vernunft nicht gesiegt. Nicht in dem Fall. Ja. Okay, das ist eine bisschen andere Operation. Operation. Gold! Berge davon. Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Okay. Scheinbar lebt noch da etwas. Und ja. Von den Geräuschen und vom unheimlichen Klopfen links und rechts und Zeug, was sich von selber weg, nehme ich mal an, ist ein Geist. Damn. Oh, was für ein Geist.
willst du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Kira. Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Chills out, Kira. Ich habe mit anderen Zeug zu tun. Irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Was ist das? Ist was geöffnet jetzt? Was ist... Ah, jetzt. Geheimer Durchgang haben wir gefunden, cool. Weint. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Oh, was sagt er? Ich habe das nie gemacht, das liegt weniger an den obszönen Schwänzen, als wenn man nicht obszönen Intelligenz. Okay. Ja, ein bisschen Paranoia mit zu viel, zu langer Zeit mit Ratten arbeiten. Oh, der andere, was habe ich experimentell gemacht? Menschenexperimente. Damit wäre er nie durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Warum hast du mich verlassen? Du sagtest doch, du liebst mich. Was? Mir ist so kalt. Warum hat mich niemand gerettet? Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit. Die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns. Soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie. Wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein. Wer ist schon Magier gewesen? Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Ja, aber zuerst mal wissen, was da passiert ist. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein, sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien, aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Was für ein Trank denn? So was gibt's ja. Der andere denkt, dass du tot bist, aber es nur irgendwie für eine kurze Tour ist. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder an den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut?
Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben die Weg. Ja, die Geliebte dich nicht gerettet. Dein Geliebter hat dich nicht gerettet. Warum? Es waren zu viele. Er rief, lasst sie in Ruhe. Er versuchte sie zu packen, aufzuhalten. Sie haben nur gelacht. Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende, Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall, am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Ja. Tragisch natürlich. Stell dir vor, du musst zuschauen, wie eine Ratte in ihren Bauch hineinkriecht. Oh Gott. Oh mein Gott. Kannst du mit den anderen Geistern auf der Insel sprechen? Nein, ich bin allein. Die anderen weichen zurück, wenn sie mich sehen. Ich weiß nicht warum. Du hast keine Angst vor mir, oder? Nein. Ich bin Geister gewöhnt. Allerdings, ich muss zugeben, du hast etwas an dir. Du bist anders. Du warst nicht die Letzte, die hier gestorben ist. Im Turm liegt noch eine frische Leiche. Die Insel ist gefährlich. Die Leute sollten sich von ihr fernhalten. Auch ich will fort von hier. Der Tote. Er wurde scheinbar von einem Monster angegriffen. Vor kurzem. Lebt noch jemand im Turm? Woher soll ich das wissen? Hier gibt es viele Geister. Ich höre ihre Stimmen jede Nacht. Ich meine nicht die Geister. Hier haust ein Monster. Du musst etwas bemerkt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe nichts bemerkt. Warum fragst du? Warum bedrängst du mich so? Du bist doch mein Retter, nicht mein Peiniger. Okay, jetzt werden wir ein bisschen misstrauisch. Ein bisschen weicht unsere Frage zu stark aus. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Ja. Dein Geliebter, wer ist er? Ein Adelssohn? Nein, ein armer Fischer. Mein Vater war gegen ihn. Sehr. Er wollte nicht, dass wir zusammen sind. Oh, ich vermisse ihn so. Jede Nacht gehe ich ans Ufer und blicke zum Dorf hinüber. Denkt er noch an mich? Ach, man, du bist nicht weg vom Vorhin sagtest du, du kannst den Turm nicht verlassen. Hab ich das? Du musst dich verhört haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Albtraum. Ja. Ich glaube, für einen Geist ist sie schon schlau. Ja? Versucht das so. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie versucht das zu tricksen. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber
Du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben. Aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Jetzt, natürlich, ich habe schon mal vorher erwähnt, dass ich The Witcher 3 schon mal durchgespielt habe. So ungefähr weiss ich noch, wie die Quest, was für Enden die Quest hat. Aber ganz sicher bin ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich erinnere mich, bei Witcher 2 hast du auch irgendeine Quest gehabt mit Geistern und dort hat es geheißen, vertraue niemals einem Geist. Also von dem her will ich mich an die Weisheit orientieren und mit 2 gehen. Wirklich alles sehr traurig, aber irgendwas stimmt nicht. Ich habe so ein Gefühl. Was denn? Du verschweigst mir etwas. Du weißt, wie gefährlich die Insel ist, aber du sagst mir nichts über das Monster, das hier lebt. Aber es gibt doch kein Monster. Ich glaube, du lügst. Die Frage ist nur, warum? Um das Monster zu schützen? Oder etwa... Halt! Ich will es nicht hören! Ich kann dir nicht helfen. Etwas von dieser verfluchten Insel, von einem verfluchten Ort zu entfernen, ist zu gefährlich. Und die Gebeine einer Toten, das bedeutet Ärger. Es heißt zu Recht, Hexer sein, herzlose Bestie. Willst du Graham dann herbringen? Ich muss mich von ihm verabschieden. Annabelle, hör zu. Du wolltest mir von Anfang an nicht helfen. Ich hatte so gehofft, dass sich endlich jemand erbarmen würde. Was? Chill out, Annabelle! What the fuck? Was jetzt? Verdammt, ich muss sie fangen. Natürlich. Natürlich passiert das. Wo gehst? Wohin gehst, Annabelle? Säckler kann ich nicht. Einfach gemütlich. Einfach so gemütlich in den Nachwandern. Oh ja. Der Geralt, er ist ein Hexer. Für ihn ist es absolut normal, was da vor sich geht. Wohin gehst du, Pesta? Oder Annabelle? Jetzt muss ich scheiß Girden machen, ne? Oh, materialisier dich! Komm, Annabelle, komm! Come on, come on! Du kannst mich nicht töten. Ja, bist du sicher, Annabelle? Bist du sicher? Du willst mit Geralt? Hat sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pesta rumschlagen. Eine Pesta? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er lebt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Natürlich. Du mit sicherer Distanz aus. Mit der Xenovox, oder? Ich da riskiere meinen Hals und Ding. Jemand so. Ah, da haben wir ein Boot lieber. Das werden wir gerade jetzt uns zu Nutzen machen.
Komm Geralt, komm, bevor... Was jetzt, du Stück Dreck? Was? Sind wir in der Sekunde entkommen. Jetzt gehen wir zu Graham, aber den Rest vom Quest werden wir in der nächsten Episode fertigstellen. Für jetzt heisst auf Wiedersehen, auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.